Mijn naam is Viktor Sawatzki en ik word ook zo genaamd als Viktor van Zeven. Waarom Viktor van Zeven? Ik ben geboren in een kolonie in Rusland. Dat we een ulkolonische darpa, er meer darpa waren door en we reden door blus plotisch. En die darpa gaf het vele mensen en vele darpa, de ulkolonische darpa, hadden een nummer. En ik kom uit een darp nummer 7. Dat was Viktor van Zeven. Ik ben met mijn vrouw en een kind naar Duitsland getrokken. Nu leef ik in Duitsland en daar heb ik Gott kennengelernt. Gott heeft me een dienst anvertrouwd met radio. Maar ik deed het bezit bij mijn arbeid. Ik deed uitschaffen als elektriker. En door te die tijd brug ik mijn 8 stunden. En dan deed ik bezit dan nog de radiodienst. En daarna een beetje slopen, zo weer de dag dan vol daarbij was. En het mooie daarbij, weil ik zoveel tijd gebruikt voor radioarbeid, voor deze dienst, kon ik deze dienst bloos maken wanneer ik tijd nam van mijn familie. Ik wil met mijn familie niet veel tijd. Ik wist aber, dat we niet goed. Een familie braucht een vader. Nu had ik me aber zo zeer daarna gearbeitet en mir wird dat zo wichtig, weil ik wil Gott dienen. En dan vang ik aan te beten, Gott soll doch ein Mensch geben, wer diesen Dienst machen wird. Wer ganz volltätig sich dafür hingeben kann. En dan bete ik, Gott, schenk doch wem. Wer kann das, wer wird das, wer wird diese Arbeit wieder machen? Weil ich will mit meiner Familie sein, ich will die Familie nicht hinterlassen. En so wird das mein Gebet. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Aber welche Zeit bete ich immer weiter, dort wir mein besonderes Anliegen. Und dann, eines Tages, dann wir ich weiter in diesem Denken, so, ich wir auf Arbeit, und wir ganz allein, schaffen da aus, und dann, ab einst, wir mir so, Gott, wer ist dort? Wer kann diesen Dienst mit Radio machen? In dem Moment, hörte ich die Stimme von Gott. Nicht, dass ich das mit den Ohren hielt, gar nicht. Ich hielt das mit dem ganzen Körper. Ich weiß, was das bedeutet, wenn einer als Elektriker 4 arbeiten tät, wenn ich ein Gebarst schrie, was dort dann an meinem Körper tät. Das kann ich. Aber hier wird das, aber viele Mal mehr, der ganze Körper. Ich hab es ab. Und bei mir besieht, wird kein 4 was an wir. Dort wird die Stimme von Gott. Und in dem seltenen Moment, wo ich das spüre, mit meinem ganzen Körper, wo ich so abhupst, in dem Moment kommt eine Stimme, wo ich nicht mit den Ohren hört, aber vernommen. Du bist dort, wenn das denn soll. Das will ich nicht hören. Aber Gott, da sind doch so viele Menschen, die das kennen dürfen, doch nicht ich. Aber Gott sagt, du bist dort. Das will ich weiter nicht hören. Und ich will das auch nicht wahrhaben. Ich habe hier eine Arbeit, ich habe ein Einkommen. Nu soll ich wohin gehen, wo ich nicht weiß, von wo ich lebe. Aber Gott sagt, du bist dort. Und wie die Stimme war, das vernehmen, wie war ich. Aber dort ging ich dann am Tag nehmen. Das geht noch lang, weil ich mich durch Trasche gefunden habe. Ich kann meistens. Nur hier kann ich nicht einschlafen und da bleibt sie in mir Beine, du bist dort. In dem Moment will ich das nicht wahrhaben. Ich versuche noch wieder darüber zu beten, aber das schafft nicht mehr. Das Gebet geht nicht mehr in mir rüber. Weil es Gott sieht. Für mich wird das klar. Das geht noch im Bett, aber dann leute ich diese Arbeit, meine Sicherheit, was ich auf dieser Erde habe, was ich in meinem Land habe, für die Familie, die muss ich aufleihen und dann nennen in einen Dienst, wo ich nicht weiß, was das mit mir kommt. Aber von dort kann ich kritisch und dankbar sein, dass ich hier bin. Dass ich diesen Schritt gewagt habe und dass es von dort schon Tag nicht läuft. Ich bin Gott so dankbar, dass heute mir redet und ich da am Hier sein kann.